ganzen Haus spürbar. Gastfreundschaft wird im Sufi-Haus großgeschrieben. Viele müssen versorgt werden. Pilger aus aller Herren Länder, seelisch oder körperlich Kranke, die sich Segen und Rat des Meisters holen. Und viele Dauergäste, die ein Quartier brauchen, etwa weil sie arbeitslos oder aus der Armee desertiert sind. Für sie alle tun Köche und Bäcker ihren Dienst. Haft, wie die Worte des Meisters, ist für die Sufi-Gemeinschaft das Brot, das täglich frisch aus dem Ofen kommt. Eben ist eine Gruppe von Pilgern aus der iranischen Provinz Turkmenien eingetroffen. Nach Geschlechtern getrennt werden sie ohne Umschweife in einfachen Zimmern untergebracht. An überraschende Neuankömmlinge ist man hier gewohnt. Viele kommen ohne Anmeldung. Trotzdem müssen sie nach der anstrengenden Reise nicht lange hungern. Viele Hände haben das Essen vorbereitet. Der Meister selbst achtet darauf, dass entgegen der Landessitte nicht zu scharf gekocht wird. Er hat auch als Arzt und Heiler einen guten Ruf und sorgt sich um das leibliche Wohlbefinden seiner Gäste. Den Pilgern schmeckt's und den vielen anderen Hungrigen im Hause auch. Aber die leibliche Nahrung ist nur ein Nebenaspekt. Gekommen sind die Pilger, um ihren Meister zu treffen und mit ihm ein intensives geistliches Gespräch zu führen. Am Nachmittag werden sie zur Audienz gebeten. Exzellenz Scheich Osman ist für uns als Nachfolger des Gesandten Gottes der größte Vertraute des Propheten Mohammed. Schon in dem Sufi-Haus zu sein, das der Scheich selbst geplant hat, versetzt die Pilger in Vorfreude. Als Einstimmung singen sie ein Lied zu seinen Ehren. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Während die turkmenischen Pilger nach oben ziehen, warten schon andere auf ihre Begegnung mit dem Scheich. Er gilt den Sufis als unhinterfragbare Autorität. Er ist ihnen Vater, Freund und Vertrauter. Jedes Gespräch mit ihm bedeutet eine Neuorientierung im Leben. Das Wissen, das Gott dem Scheich gibt, kann er mir weitergeben. So erkenne ich meine eigenen Fehler und Schwächen und ich kann sie korrigieren. Ich bin hierher gekommen, um Scheich Osman zu treffen, den größten Geistlichen in unserer islamischen Zeit. Er kann uns zu seelischer Vertiefung führen. Das ist unser Ziel. Und hier wird es Wirklichkeit. Der Scheich empfängt alle, auch die, die nicht das Zeug zum großen Mystiker haben. Ich selbst kann nicht behaupten, dass ich ein Sufi wäre, obwohl ich mit dem Scheich verwandt bin. Und trotzdem übt dieser Ort einen großen Reiz auf mich aus. Unser Scheich ist die Quelle der seelischen Reinheit und immer, wenn ich hierher komme, fühle ich mich seelisch erleichtert. Ich liebe die Wahrheit der Sufis. Auch zwei Söhne des Scheichs sind zu Besuch. Das vom Vater vorgelebte Ideal erscheint beiden erstrebenswert, aber unerreichbar. Es ist klar, dass ich nicht so weit kommen werde wie mein Vater. Er hat bereits mit 4 Jahren begonnen, sich mit der Sufi-Lehre auseinanderzusetzen. Er war ständig mit Gebet und seelischer Arbeit beschäftigt. Ich werde diese höchste Würde nie erreichen. Obwohl ich als Arzt in London sehr weit weg bin, beschäftige ich mich oft mit dem Sufismus. Denn die Naqshbandi-Lehre ist eine Schule der Menschlichkeit. Ich fühle mich ihr sehr nahe.
Endlich empfängt uns der Meister selbst. Seine 105 Lebensjahre sieht man ihm kaum an, wenn er im Kreis seiner engsten Schüler sitzt und lehrt. Scheich Osman ist sich seiner Verantwortung als unumschränkte Autorität für einige Millionen Muslime sehr wohl bewusst. Er lehrt den Gewaltverzicht und unterscheidet klar zwischen geistlicher und weltlicher Macht. Für uns ist es klar, dass ein geistlicher Führer nicht in die Politik gehen sollte. Ein geistlicher Führer hat mit weltlichen Angelegenheiten nichts zu tun. Aber er bleibt selbstverständlich innerhalb der islamischen Gesetze. Unser Ziel als geistliche Führer ist es, Neid und Gleichgültigkeit zwischen den Menschen zu vermindern. Mystik und Politik aber sind völlig verschiedene Dinge. Das sagt einer, der sehr wohl auch politische Macht hätte haben können. Noch im Osmanischen Reich geboren, war der reiche und stolze Scheich zeitlebens auch bei Politikern angesehen. Nicht nur in seiner iranischen Heimat. Einem diesbezüglichen Angebot des Iran zog er sogar das Exil in der Türkei vor. Heute ist er alt, aber seine geistliche Macht ist ungebrochen. So kommt er auf ein zentrales Anliegen seiner Mystik zu sprechen. Bei unserer Meditation nach dem Segen müssen wir alle 3 Minuten ans Sterben denken. Und es wäre gut, das immer zu tun. Diese Welt ist für uns vergänglich. Darum sagen wir, stirb, bevor du stirbst. Man muss an die Zeit des jüngsten Gerichts denken, egal ob man mächtig oder ohnmächtig ist. Man kommt allein zu Gott und jeder ist seinem Gott allein verantwortlich. Aber sterben will Scheich Osman dennoch nicht so schnell. Er hat noch einiges vor. Dass er aus dem Iran nach Europa gezogen ist, versteht er durch. Der Sufismus, den Scheich Osman seine Schüler lehrt, kommt aus einer jahrhundertealten Tradition. Er ist ein mühsamer Weg lebenslanger Meditation, eine Schule der Seele und des Herzens mit dem Ziel, sich auf das Meer göttlicher Wahrheit und Liebe hinauszuwagen. Längst nicht alle, die die Chanaka besuchen, sind im engeren Sinn Schüler des Meisters und lassen sich auf diesen anspruchsvollen mystischen Weg ein. Aber hier können sie ihrem Alltag und seinen Sorgen entkommen. Und für den Meister übernehmen sie gerne kleinere und größere Arbeiten rund um das Sufi-Haus. Denn dort ist noch viel zu tun. Die Anlage muss täglich ausgebessert und vervollständigt werden. Darüber hinaus ist es einfach gut, dort zu sein, in der Nähe des Meisters und in einem Stück bewahrter Natur. Ein Sufi muss in einen Zustand eintreten, in dem er großes Interesse an der Natur entwickelt. Er liebt die Schönheit, die Musik, den Klang des Wassers. Ein Sufi ist wie ein Schiff, das sich auf einer großen seelischen Reise befindet. ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. Am Abend kommen sie zum Gebet und zum Sikr, einer langen gemeinsamen Meditation zusammen, die zum Großteil im Dunkeln stattfindet. Das fördert die Konzentration, das erleichtert es, an den Tod zu denken. Einige fallen in Verzückung und Ekstase. Und im Dunkeln erscheint das Bild des Meisters, der nicht mehr dabei sein kann, vor den Augen seiner Schüler.
Worte bleiben an der Küste, sagt ein alter Sufi-Spruch. Es kommt aber darauf an, sich aufs Meer zu wagen. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون